Der Grenz tschen de Gemenge Rammerich an El schlängelt sech een Ardennerdal vu 5 Kilometer leng durch d' Landschaft an zit sech vun den Ardennen raus bis an den Aterdal. An diesem Naturgebiet ass d'Fondatioun schon mi lang am Besitz vun engerei Parzellen, konnt awer seit 2018 rund 18 Hektar Fläch zusätzlich kaufen, an des eso fir den Naturschutz sicheren. Wir nennen das die Rheder Grün. Das ist das Tal von der Kolpisch. Die Kolpisch entspringt oben in einem großen Waldgebiet zwischen Flatzburg und der Kim und fließt dann hinunter Richtung Atert. Der Unterlauf von der Kolpisch ist auch im Natura 2000 Gebiet von der Atert. Es ist ein sehr enges Dennener Tal, das heißt, wir haben relativ schmale Wiesen in der Mitte, links und rechts sehr steile Waldhänge. Grundsätzlich die Hänge sind im Waldgebiet, ja, dadurch ist es also so, dass das Tal selber immer sehr feucht ist. Einerseits vom Bach und eben andererseits vom Wald. Wir haben in den Talauen, die offen gehalten worden sind, die typische Feuchtvegetation, Sumpfdotterblume, verschiedene Binsen, verschiedene Karexarten, die also sehr besonders sind und das, was wir im Rahmen vom Projekt eben versuchen, auch diese Arten zu erhalten. Von der Fauna her ist es so, dass vor allem der Schwarzstorch auch in diesem Gebiet ist, was für uns sehr wichtig ist, den zu erhalten. Nief dem Schwarzstorch sind natürlich auch eine Reihe bekannten Dierenarten zu fannen. Ein Kannerrondweh, die von der Schulkanner von El mat konzipiert gouf, weist des Artevielfalt an diesem idyllischen Büschkomplex ob eng spielerisch Aarderweis. Wir sind hier bei der Konferenz der Tiere, wo es eben darum geht, dass wir so einen kleinen Platz haben, wo verschiedene Stühle sind, wo es eben darum geht, diese Wildtiere zu zeigen, dass die sich hier in diesem Bereich eben immer wieder begegnen, aber dass auch wir Menschen uns sozusagen auf die Stühle setzen können, um miteinander zu sprechen. Diese Rundweg geht aktuell am Kader vom Greenland-Projekt erneuert. Für Zukunft wollen sich als Fondation dafür ersetzen, für über die nächsten Jahre diesen Tal weiter abzumachen, und so einen gesunden Mix zwischen Auebüscher und Nutzflächen zu realisieren. Das Tal gehört zum Großteil uns, es gibt aber dazwischen immer noch Abschnitte, die also Landwirten der Umgebung gehören und auch von ihnen bewirtschaftet wird. Ziel ist es aber doch, eine einheitliche Bewirtschaftung zu erreichen, auch mit diesen Landwirten aus der Umgebung und eben wieder einmal ein Mosaik zu schaffen aus Grünland, dazwischen kleine Auwälder, aber wirklich das Tal im Großen und Ganzen offen zu halten. Das ist unser Ziel.